Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten LiveNet-Talk. Heute habe ich mich ein bisschen in eine Montur geworfen, die vielleicht ungewöhnlich ist. Aber wenn man aktuell sieht, was abgeht, auch in unserem Land und natürlich in ganz Europa mit der Europameisterschaft, dann passt wiederum sehr gut. So bin ich nämlich letzten Samstag auf einem Schulplatz gestanden in meiner Region als Schiedsrichter von einem Fünftliga-Match. Und ich habe gedacht, heute ist der Moment, wo ich das mal machen kann, wo ich das anlegen kann. Weil ich bin gerne der Unparteiisch, gerne auch Moderator, wie hier zum Beispiel im LiveNet-Talk. Das gilt für meinen Gast heute sicher auch, der Rudi Josuran. Viele kennen ihn als Moderator vom Talk, vom Fenster zum Sonntag. Sehr einfühlsamer, kompetenter Interviewer. Ja, hat viel Erfahrung natürlich schon vor Fenster zum Sonntag gesammelt beim Radio und ich würde sagen, eine Legende in der Schweiz im Radio- und Fernsehbereich. Also guten Tag auf einmal an Zürichsee zum Rudi Josuran. Flo, ich danke dir für die unglaublich blumigen Worte. Das habe ich gar nicht verdient. Ja, doch, du bist schon so manches Jahr dran und gang wieder, Ja. ja, wirklich, immer wieder frisch und mit neuen Ideen. Von dem her, das darf man schon einfach einmal so einleiten. Absolut richtig. Und wie seht ja schon, oder, mit dem parteiisch oder neutral und so, wenn ich das Spannungsfeld vorhin als Schiri schon heute angesprochen, dann sehen wir bei dir, du bekennst von Anfang an Farbe. Also wenn es so um Shooten geht, wenn eine EM läuft, dann ist fertig mit neutral sein beim Rudi Osuran. Absolut. Nein, schau, je älter das man wird, tut sich das ein bisschen relativieren. Ist übrigens das erste Mal wieder einmal eine Gelegenheit, dass ich einem Schiedsrichter vis-à-vis stehe, weil normalerweise ist häufiger so geendet als Jugendliche. Ich bin im Tessin aufgewachsen, habe dort noch ein bisschen geshootet. Ich glaube, ich habe jeden dritten Match nicht fertig gemacht. Also ich bin einer von diesen Spielern gewesen, der sehr unbegabt war technisch und einfach alles mit Härte und Unfairness weggemacht hat. Also kein grosses Vorbild. Das würde man nicht denken. Ja, das wirst nicht. Das ist eben aber häufiger so bei Sportlern, oder? Die sind so sanft und friedlich und das bin ich ja in 9 von 10 Fällen auch. Außer beim Fußball. Das ist, dort passiert irgendein anderer Modus bei mir beim Schauen, aber auch beim selber Spielen. Gut, jetzt spiele ich natürlich nicht mehr gross, aber es ist schon das Phänomen, was dann mit einem abgeht. Ja, das ist so lustig, weil einmal habe ich gerade mit einem Pastor aus der Region Thun geredet gehabt, und der hat mir auch gesagt, er hat so ein Grüppli, wo ein paar zusammen shooten und das sind zum Teil Freunde, die er von Kirche her schon seit Jahren kenne, aber er hat das Gefühl, kennengelernt wirklich hat er es eigentlich erst beim Shooten. Also da kommt noch etwas vor ihm. He? Das ist eigenartig. Ich muss das natürlich schon ein bisschen relativieren da, oder? Das sind die zwei Seelen in meiner Brust, oder? Das ist natürlich die andere, oder? Ist klar, ich bin Schweizer Staatsbürger. Ich hätte auch noch beide Pässe können haben, habe es aber irgendwann, glaube ich, verpasst oder vermasselt. Also, hey, gestern natürlich dann da schwer gefähnet. Man kann immer ein bisschen switchen. Meine Mama Italienerin, der Vater Schweizer. Also, das ist schon, gerade beim Spiel Schweiz-Italien, ist das keine einfache Geschichte gewesen, weil ich gern für jemanden und ein bisschen gegen jemanden vielleicht bin. Ja, Und okay. dort habe ich es irgendwie nicht so können. Ich habe die Goal gesehen, habe es gut gefunden, aber nicht wirklich Freude gehabt, wie sonst. Also, gell, ich muss schon noch festhalten, ich kann ja dir auch mal ein anderes Liebling natürlich anlegen. Schon nur, wenn es, auch im Eishockey habe ich das sehr gerne, wenn wir jetzt davon haben, mit Club oder eben auch wenn die Nazi spielt, dann ist klar, dann geht bei uns in Stube auch ein bisschen Post ab, das gehört dazu. Aber es ist ja etwas Interessantes, einfach darüber zu reden. Wir haben in diesem ganzen Talk den Titel gegeben, Fußball, Emotionen und Glaube. Und das ist wirklich gern wieder so eine Zeit, eine spezielle Zeit, wo man das Gefühl hat, man kann mit diesen Leuten mehr, ja, auch ein Fest feiern oder man hat so einen Anlass, um ins Gespräch zu kommen. Teil nimmt es aber auch gar nicht mit oder es kommen nicht irgendwie in ein Fußballfieber, auch nicht für die Schweizer Nazi. Also lebst du im Moment diesbezüglich so ein bisschen in deinem Umfeld? Es ist vielleicht nicht ganz so die grosse emotionale Geschichte, weil wir jetzt auch aufgrund von der Pandemie ein bisschen auch immer noch doch in einer Übergangsphase sind, wenn wir ganz ehrlich sagen. Es ist noch nicht so das, was es halt noch vor ein paar Jahren war. Aber so vereinzelt kommt das Fieber schon wieder auf und es ist halt ein Treffpunkt. Plötzlich treffe ich halt gleich an so einen Anlass, komme schauen zusammen, das zusammen schauen, finde ich halt schon etwas Grossartiges.
mit Leuten, die sonst eigentlich Fußball oder Eishockey nicht gross verfolgen im Alltag, im Gegensatz zu mir, also eigentlich so EM und WM orientiert sind. Aber es ist schon toll. Also jetzt gerade Schweiz, Italien haben wir gerade auch auf diesen Sesseln, wo wir gesessen sind, haben wir genau rechts und links gemacht, oder? Die innen dort. Und erfahrst von jedem, ich habe nicht alle kennen, die gekommen sind, erfahrst von jedem ganz eine eigene Geschichte. Weißt, ich habe dort noch das Grossmami und Erinnerungen und das. Aber es ist einfach allen gemeinsam, es ist ein Spaßfaktor und nachher stoßt sie auf, der gewonnen hat. Genauso wichtig finde ich, wie man nachher wieder auseinandergeht. Ja, das stimmt. Genau. Das ist Ja. für mich, ja. Genau, du hast ja mit dem Shooten schon über deine ganze Journalistenzeit eigentlich sehr eine enge Verbindung, oder? Da können wir vielleicht auch noch zuerst ein bisschen drauf kommen, wenn du sagst, von den Geschichten, die du vernimmst über die Menschen. Mich interessiert heute natürlich vor allem auch deine Geschichte, die du als Radioreporter auch schon eng mit dem Shooten zu tun hast gehabt, oder? Das ist das, was ich ja als Kind immer werden wollte. Und zwar eigentlich aus zwei Gründen. Das erste ist, ich einfach gratis am Match wählen. Das ist ganz ein einfacher Grund. Und das zweite ist, ich habe wirklich noch im Tessin, weiss ich noch, recht viel Fußballmatch über Radio gelost. Dort hast du wirklich noch Radio integral 90 Minuten ein Spiel gehört, oder? Und habe häufig dann wirklich den Fernsehton die abgestellt und dann einfach darüber geredet und versucht, ich bin gar nicht schlecht gewesen, dem, muss ich sagen. Ob ich dann das gross geworden wäre später, weiss ich nicht. Aber das war ein Antrieb gewesen. Und dann bin ich dann über die Blick-Sportredaktion, wo so ein bisschen die Anfänge gemacht hat, nachher zu der Lokalradio. Und bei der Lokalradio war es wirklich so gewesen, dort war man froh gewesen um jeden, der das gemacht hat. Im Gegensatz nachher zu der SRG, wo dann wirklich, also, hast du hinten anstehen bei allem, oder? Bei der Lokalradio hat es einfach geheißen, wer hätte jetzt Lust? Und ich habe wirklich dort recht viel so Erst- und Zweitliga-Match gemacht, weil eben Lokalradio ist dann wichtig, dass man auch die Lokalmatch hat. Und ich muss sagen, es ist immer noch eine grosse Faszination, untere Ligen auch jetzt noch zu schauen, nahe beim Rasen zu sein, den Rasen zu schmecken, das finde ich immer noch das Größte. Ist für mich fast so eindrücklich, wie wenn du irgendwie in Camp Nou in Barcelona bist. Ist einfach etwas anderes, oder? Aber die Nähe, alles mit überkommen und ja, übrigens Camp Nou, ich noch zeigen, das ist eines der eindrücklichsten Stadien, die ich je gesehen habe. Das, Ich habe gesehen, ja, schön. Ja. Das hat meine Frau gemacht, sind aus Puzzleteile. Das ganze Stadion. Sieht man es? Man sieht es, ja. Okay. Das sind auch so Erinnerungsstücke, oder? Barca ist auch so ein Club, der mir sehr nahe steht. Yes, gut. Die Werbung müssen wir jetzt nicht unbedingt bringen. Und das ist eigentlich mein Herzclub, weil den hat man ja wahrscheinlich auch. Durch das, dass ich in Tessin aufgewachsen bin, wir sind viel auf Mailand geschaut. Das ist natürlich eine Stunde, ist sehr nah, oder? Das ist mein eigentlicher Herzclub, oder? AC Milan. AC Milan. Mhm. Mit schwierigen Zeiten hinter sich. Und der Herr Ibrahimovic finde ich halt einen sehr guten, allerdings auch sehr polarisierenden Typ, womit wir auch gerade beim Thema wären. Ja, genau. Er sagt ja, er sei der Gott, oder? Auf dem Platz. Mhm. Stört mich wahnsinnig, aber ich finde ihn gleich grossartig. Und ich mache einmal mehr die Erfahrung, das schafft aber nur der Fußball, dass der gleiche Typ, der in einem anderen Libri rumläuft, wie nicht kannst ausstehen, das ist jetzt ein bisschen sehr hart formuliert, aber ich hoffe, die meisten können mit so Sachen umgehen. Eigentlich nicht kannst ausstehen und sobald er dieses Libri anlegt, findest du, ja, das ist eigentlich schon ein guter und so, oder? Oder gewisse Spieler, wo man so sagt, der Sergio Ramos zum Beispiel von Real Madrid, wo man sagt, der willst du lieber bei dir haben als gegen dich. So die polarisierenden Typen, oder? Genau. Ich nehme an, beim Ronaldo war es so gewesen, als er in die Serie A gewechselt hat. Ja. Ja. Dann haben sie es dann sofort auch wieder anders gesehen, ja. Und warum, dass man jetzt gerade für diesen Club ist, finde ich manchmal auch interessant, weil das sind ja so, würde man sagen, fast Zufälligkeiten. Deine Herkunft, mit welchen Kollegen hast du dich umgeben? Also, als ich zum Beispiel von Lugano auf Zürich gekommen bin, habe ich
nur Kontakt mit Italienisch sprechenden, ganz eine grosse Italo-Fraktion, Kreis 4 und 5 dort in Zürich, oder? Mhm. Und die sind alle FCZ gewesen. Das hat gar nichts anderes gegeben. GC wärst du nie gewesen, das war viel zu elitär gewesen. Und dann kommst du einfach auf die Spur und kannst sagen, ja, das ist so entstanden, ich hätte jetzt gerade so gut können plötzlich ein anderes Liebling anlegen. Aber ein Stück weit, ich gehöre jetzt noch zu denen, die gewisse Fantreue haben, bleibst du dann auch dort. Ja, jetzt werden einige schon sagen, jetzt reden die da so viel über Shooten und ja, das ist doch eine Nebensache im Leben und, Ja. Und so über Emotionen, wo so ein bisschen der Urinstinkt oder vom Mensch vorkommt. Du hast gesagt, zum Beispiel, du hast sogar Schadenfreude manchmal, oder? Wenn du, hast du mir im Vorfeld gesagt, wenn der oder so, wenn es ihm dann misslingt oder wenn sie verlieren, so in die Richtung. Das darf man doch fast nicht als Christ, gell? Ja, das ist genau der Punkt, oder, wo ich manchmal denke, das ist so eine tabuisierte Zone, oder? Wie gehst du mit, du bist jetzt wütig irgendwie, weil eben da die Schiris, oder? Wo dann plötzlich etwas übersehen haben oder einen Penalty nicht gepfiffen haben und genau wegen dem hast du verloren. Oder ich mag mich noch sehr gut erinnern, so, es sind halt immer so einzelne Spiele, die einem bleiben, oder? Wo Schalke, wo ich sehr sympathisch finde in Deutschland, fast Meister geworden wäre. Und jetzt lässt der Schiedsrichter nach meiner Meinung bis heute, oder, völlig ungerecht, so lange nachspielen, bis die Bayern halt den Ausgleich noch machen und damit gleich noch Meister werden. Und dort habe ich gefunden, eben, dort ist für mich das Findbild, gell? Ich brauche da Wörter, die ich eigentlich gar nicht so meine. Dort ist für mich dann klar gewesen, wer schuld war, oder? Mhm. Und Ja. ich bin dort auch ungerecht und ich bin nicht objektiv. Und nach dem Spiel kannst du mit mir über alles reden und ich relativiere ganz vieles. Während dem Spiel gehe ich ganz fest rein, wie im Kino, ein kleines Kind. Ich glaube dann alles das, was jetzt da passiert und sehe vor allem meine Wahrheit. Ja, das ist so spannend. Also, ich meine, wenn du jetzt vom Schiri redest, oder, dann kann ich natürlich, so von mir, könnte ich Müsterli erzählen, was man erlebt, wo man Klagemauer ist, von den Emotionen, vom halben Spielfeld, oder? Und irgendwo muss man es projizieren. Und das gehört dazu. Und man macht ja auch Fehler als Schiri. Also, da kennen, wo etwas anderes würde sagen von meinen Kollegen. Das ist natürlich schon so. Habe ich mir auch schon überlegt, weißt? Wie würde ich mit dieser Rolle umgehen? Oder warum du zum Beispiel Schiri geworden bist, wäre auch interessant. Oder? Etwas begreife ich im Fall nicht von außen. Warum das die Schiris weit zulassen, die ständige Reklamiererei, und gibt es da nicht ein Instrument, das einfach sagen, du kommst nicht 3-4 Meter an mich her? Geht's noch? Plötzlich kommt da jeder. Ja, gell, das Instrument, das der Schiri hat, ist ja einfach vor allem mal die Karten da, oder? Ja. Aber die kannst du nicht irgendwie inflationär dauernd zeigen. Also, ich finde, also, aber es soll auch nicht so um mich gehen. Aber mir denkt, man muss sich darauf einstellen, ich bin jetzt einfach, wie Teil von dieser Spielregeln spielen meine Rolle auch ein bisschen. Und ich muss mit dem aussetzen und viel gehen in Rollo machen bei Sachen, wo, wenn ich alles wirklich würde, ganz empfindlich, aufnehmen, dann kommt es nicht gut. Also, das kann nicht funktionieren. Das ist nicht zu beneiden, muss ich also sagen. Ja, Übrigens auch nochmal so eine Erinnerung aus einer anderen Sportart allerdings, aber weil ich Liebling halt so. Grosse Erinnerung, weil es mich einfach verbindet, mit der Stadt, das Basketball-Liebling von Maccabi Tel Aviv. Mhm. Ich liebe den Club. Ich habe den das erste Mal vor 25, 30 Jahren gesehen im Europacup gegen Lugano in Tel Aviv. Und dann später nochmal, das sind 20.000 Zuschauer jeweils in der Menorah-Halle. Und ich kann dir sagen, das tönt bei denen, wie wenn irgendwie 100.000 im Camp Nou sind. Ein Kessel, wo ich nicht denke, dass ein Schiri wirklich klaren Kopf behalten kann. Die Zuschauer sind dermaßen dicht dran. Aber ich liebe eben Ambiance auch. Also für mich war das Schlimmste die Spiele ohne Zuschauer. Das ist für mich, da ist die Seele rausgerissen worden. Ja,
genau. Ja, das ist wirklich jetzt schon wieder ein ganz anderes Gefühl, wenn man die Matches verfolgen kann. Und jetzt hast du wieder die Kulissen. Sie wird nicht nur künstlich eingespielt, sondern da sind wirklich Menschen im Stadion. Also es lebt wieder. Das ist schon wirklich für mich jetzt auch wieder ein Highlight, das können zu erleben. Das ist schon so. Und lass uns noch jetzt so im zweiten Teil von diesem Talk, Rudi, ein bisschen auch auf Parallelen eingehen, weisst, und auch wirkliche Lebensweisheiten, die wir gelernt haben. Also, ich meine, Emotionen, ein Feld, wo das Kind im Mann vielleicht wieder ein bisschen rauskommen kann, das ist das eine. Aber man kann gleich auch ganz viele Parallelen nehmen. Und der Fußball, ja, kann sicher in einem gewissen Sinne noch Lebensschule sein. Du hast da diverse Sendungen dazu auch gemacht, im Fenster zum Sonntag Talk. Kannst du eine rausgreifen, wo du so ein bisschen denkst, das ist mir dann eingefahren, wo der Gast so und so darüber geredet hat? Es ist einfach, jetzt die zum Beispiel am Wochenende, wo wir hatten, wo ein Schweizer in Kambodscha hängen bleibt und die Situation, vor allem die soziale Not, dort beobachtet und plötzlich die Idee hat, man könnte doch mit denen anfangen zu shooten und eine Liga aufbauen, wo nichts ist, oder? Und jetzt vor allem, was ich sehr beeindruckend gefunden habe, über Fußball an junge Frauen herkommen, die sonst auf Thailand abgeschoben worden wären, ganz übel dort versklavt, verkauft worden wären. Und über Fußball hat dort das Instrument gedient, um wirklich rauszukommen aus so einer Not. Also, dort ist es grossartig. Die Kehrseite ist, auch was er selber erzählt hat, und die sehe ich ja auch, Korruption bis in die höchsten Verbände auf, Spiele, die manipuliert werden, gekauft werden, da grusst es mich nur noch. Das ist die andere Seite, wo ich grosse Mühe habe mit dem Sport, auch mit Vergaben an Weltmeisterschaften und so. Ich denke, das ist kein schönes Thema. Aber das ist ein Beispiel gewesen, wie der Fußball verbinden kann und sogar aus Not herausführt. Viel spannend habe ich gefunden, natürlich als jemand, der viel am Match war und auch viele Pauseninterviews und Kabineninterviews gemacht hat, der Hans-Peter Latour als ehemaliger Trainer, wo wir miteinander geredet haben, sag mal, was sagst du an einer Mannschaft, wenn er 0-4 hinein sind in der Pause? Und so, oder? Und dann wird es natürlich schon auch interessant, weil mich interessiert nicht nur das, was so gebesselt wird und gemacht wird. Mich interessiert genauso, was ist vorne dran, vor dem Spiel, was ist während dem Spiel, was für eine Körpersprache haben die Spieler. Das sagt für mich sehr vieles auch über das Leben aus. Leben ist ja häufig ein Überwinden und ein Kampf und ein Wiederaufstehen von einer Niederlage. Dort hat es für mich ganz viel Symbol, auch von der biblischen Sprache. Der Paulus braucht ja immer wieder so Beispiele vom Kämpfen und ein Nachlassen. Und wir sind erst dort an der Ziellinie, wenn es dann fertig ist. Also 90 plus, oder? Oder 120, irgendetwas. Es ist wirklich, da ist ganz, ganz viele Bilder drin. Auch das Zusammenstehen, jeder trägt mit. Also da könnte man jetzt eine ganze Predigtserie über das machen. Das fasziniert mich eben auch. Und dann einfach zu sehen, wie auch der Hochstrasser, wo Pfarrer ist, Hitzfeld Biograf, wo bei uns in die Sendung gekommen sind, die haben wir dann dort zu Bern gemacht und er ist mit dem IB-Liebling gekommen und er sagt, weißt, das sind die Momente, wo ich als Pfarrer einfach darf spielerisch und mit einer gewissen Leichtigkeit unterwegs sein, sogar ein Libri anlegen, oder? Und sagen, das ist doch alles nicht wichtig und so. Und doch scheint es irgendwo auch ein Teil zu sein vom Leben, wo auch mit Freude und mit Spass letztlich. Und ich erlebe nie so viele Emotionen im Alltag oder selten wie bei einem Fußballspiel, wo es wirklich um etwas geht. Du fängst bei 0 an und irgendwie denkst vielleicht bis zur 85. Minute. Ja, das bringt den Sieg, oder? Und dann kommst du noch eine über und du sinkst unter das Sofa, habe ich x-mal schon erlebt. Oder führst 3-0 da mit denen, oder? Champions League-Final gegen Liverpool, 3-0 zur Halbzeit. Ich habe dort schon Ballon aufgestellt, oder, zum Feiern, und am Schluss verlierst du gleich noch. Das ist grausam. Ja. 2 Tage braucht es, um mich zu erholen. Genau. Und wenn jetzt Leute da sind, die denken,
Ja, ist gut. Ich habe noch ein paar grössere Probleme. Es sind im Fall keine grossen Probleme. Es ist einfach eine andere Seite vom Leben und Ja. geht auch wieder vorbei. Ja, und was man ja jetzt bei dieser EM gerade ganz speziell kann sagen, ich meine, das ist nicht krass vor Augen geführt worden durch den Kollaps vom Spieler von Dänemark, durch Eriksen, wo dort ja, alles relativiert hat. Ich glaube, jetzt ist schon ein Zeitchen vergangen, man hat wieder Mengenmatch gehabt seither, aber vieles ist vielleicht gleich noch unter dem Eindruck von dem Ereignis, das dort war. Was denkst du dort dazu, Rudi? Ja, das habe ich recht schon. Ich habe ja selber einen Herzinfarkt in meinem Leben vor etwa 10 Jahren. Und die Situation ist nicht vergleichbar, aber äh, nur als ich gesehen habe, wie er dort wegläuft und so leicht ins Schwanken kommt und so, das hat mich sehr stark an das erinnert, was ich selber dort erlebt habe. Mhm. Und du kannst dir genau vorstellen, wie das ist, plötzlich der Ausnahmezustand vom Kopf, die Irritation, die jemand hat. Was ist eigentlich jetzt los? Jetzt passiert irgendetwas, zack, und dann gehst du zusammen. Und jetzt hast du eine ganze Öffentlichkeit, inklusive Kameras, die recht lang draufgeblieben sind. Das ist eigentlich irritierend gewesen. Ich habe es grossartig gefunden, wie die dänischen Spieler um ihn herumgestanden sind, um ihn zu schützen. Das sind dann für mich so die Sachen, die sehr viel Symbolcharakter haben. Und beim anderen, muss ich dir sagen, bin ich manchmal gespalten. Mich hat es auch unglaublich aufgewühlt. Und ich hätte jetzt vielleicht eher gesagt, nicht spielen, nicht weiterspielen. Mhm. Aber irgendwo, weißt du, auch ein bisschen, manchmal ist mir das wie zu viel, plötzlich die ganze Welt so erschüttert ist und Anteil nimmt und so. Ich glaube es einfach nicht ganz, dass es so ist, weil am nächsten Tag machst du einfach weiter. Wenn man ehrlich ist man im Moment ein bisschen schockiert und dann ist aber relativ schnell wieder rum. Bei den Spielern nehme ich es schon ab, die dort gestanden sind. Also du meinst, es ist mehr manchmal schon, es kommt dann auch ein bisschen auf die Sensation noch länger und so soziale Dynamik bald mehr, die abgeht. So. Die Betroffenheitskultur äh, Ja. äh, sehe ich ein bisschen zwiespältig, aber nicht nur jetzt da im Fußball. Weil es sich halt gut macht, dass man jetzt da auch noch betroffen ist. Aber ich meine, das ist ein Spieler, der für mich, ich habe es im Moment auch, es hat mich auch recht, ja, gefroren fast ein bisschen, die Situation. Und ich habe gehofft, dass es überlebt. Aber jetzt da all die dann so tun, als wäre da Eriksen ihre grösste Freund gewesen, schon vorher und so. Ich verfolge die italienische Liga ein bisschen und ich weiss, was der in dem Jahr bei Inter Mailand, wo er fast nie gespielt hat, für eine Kritik hat müssen ständig einstecken, er sei viel zu teuer und er bringt es nicht, so schnell wie möglich loswerden. Habe ich alles noch im Ohr und plötzlich die gleichen Leute, die ich höre, nein, wir haben schon immer gewusst, dass er gut ist und also da habe ich Sachen gehört, die einfach diametral wechseln, finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Okay, ja, das ist ein interessanter Blickwinkel, auf so ein bisschen das von ein bisschen weiter weg zu beobachten, was ist da eigentlich abgegangen jetzt. Von dem her, ja. Auf jeden Fall hat man jetzt schon den Eindruck, wir sind wieder Richtung Schlussphase da von diesen Gruppenspielen und voll wieder in dem Fußballthema drin, grösstenteils. Und da wollen wir jetzt auch wieder noch den Fokus drauf haben für den Rest von unserem Gespräch, das wir hier haben. Rudi, wir haben sicher mal, also die du das Liebling anhast vorne, die sind schon durch, die machen sehr einen guten Eindruck. Also, es ist logisch, ich will noch ein bisschen von dir auch raus spüren, was du denkst. Wo führt das her in der Finalrunde jetzt? Oder wer könnte am Schluss das Oberste sein? Also ich bin immer der Meinung, dass so ein Spiel, so ein Länderspiel, ein Teil vom Gewinn ist bereits bei der Landeshymne. Wenn du die mit grossem Herz und Leidenschaft kannst singen, dann hast du schon mal einen Fuß am richtigen Ort gesetzt. Aber natürlich lange das nicht. Es gibt da die stummen Fische, die dann nachher weiterkommen. Nein, klar, so Prognosen, das ist das Schöne beim Fußball. Jeder hat das Gefühl, er hat Ahnung und er kann mitreden. Ich bin jetzt da zum Beispiel an einem Tippspiel, wo ich ganz schlecht abgeschnitten habe bis jetzt, wo ich das Gefühl kann, falls du hast eigentlich keine Ahnung von dem Sport, oder?
Das zeigt eben, wie ungewiss die Geschichten sind. Das macht es eben auch schön. Ich glaube, die üblichen Verdächtigen würde ich jetzt sagen. Also ganz klar, also im Favoritenkreis sehe ich halt immer noch die Franzosen, auch wenn sie mich jetzt noch nicht so überzeugt haben. Die Belgier sehe ich dort. Die Deutschen musst du wirklich immer rechnen. Sie haben jetzt gegen Portugal sehr, sehr offensiv und sehr gut geliefert. Die Italiener, glaube ich, sind durchaus auch dort mit dabei. Bei den Engländern bin ich plötzlich nicht mehr so sicher. Und dann gibt es vielleicht auch gleich noch ein, zwei, wo wir jetzt gar nicht auf dem Radar haben, wo könnten vordringen. Das macht es natürlich auch immer spannend. Aber sonst bleibt es wahrscheinlich so ein bisschen, habe ich eher das Gefühl, im Kreis der Favoriten. Was ich übrigens auch nur noch kurz spannend finde, bei dem ganzen Thema Fußball und Glauben, ist ja auch, beim Fußball ist es ja auch enorm wichtig, dass du die richtige Rolle hast, am richtigen Ort stehst. Also wenn du jetzt nicht der Knipser bist, dann darfst du einfach nicht dort spielen mit dem 9 auf dem Rücken. Und wenn du eher der Abräumer bist oder der den letzten Pass kann schlagen, wie wichtig das ist, den richtigen Platz im Leben einzunehmen und immer mehr herauszufinden, was passt zu mir. Und wenn das jeder macht, dann gibt es ein grossartiges Resultat am Schluss, oder? Jeder seinen Platz und seine Rolle gemäß seinen Gaben, neutestamentliche Realität, würde einnehmen. Da gibt es ganz viele so Analogien, wo ich denke, die kann man, und darum ist es vielleicht auch für mich speziell faszinierend, aus dem Fußball und überhaupt aus dem Sport rausnehmen. Und dann natürlich die Emotionalität. Oder ich habe einmal ein Männerseminar gemacht, wo aber auch Frauen eingeladen waren an einem Abend. Und dann habe ich von einigen Frauen gehört, ja, mein Mann ist nicht so, der redet nicht so viel und ist nicht so emotional. Und er hat gesagt, darf ich mal mit ihm an einen Hockey oder an einen Fußballmatch? Und darf ich irgendwo eine Webcam aufstellen? Ich kann genau das Gegenteil beweisen. Und der ist wirklich im Eishockey-Stadion ein anderer Mensch gewesen. Ja. Also nicht einfach sagen, jemand ist nicht emotional, sondern vielleicht die Frage ist, für was schlägt dein Herz? Was macht dich lebendig, oder? Ja, absolut. Der Sport ist eine von diesen Sachen. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Aber es ist ein sehr guter Ausgleich. Also ich denke, ich merke das für mich auch. Ich genieße das jedes Mal, wenn ich wieder einfach 90 Minuten ein bisschen den Kopf verlüften, etwas anderes machen und so auch geistig so gefordert bin, oder? Und ich meine, das bist irgendwo in jeder Rolle, als Fan ja sogar auch, kannst wieder, oder? Mit Kollegen diskutieren, es bringt dich irgendwo in Bewegung. Das ist von dem her am Schluss, glaube ich, schon etwas Gutes, einfach das Ganze. Und das finde ich schon cool mit diesen Analogien. Da könnten wir jetzt alleine noch wirklich ruhige 1, 2 Sendungen nachliefern dazu. Also ich habe eine Predigt darüber gemacht, was darum geht, ja, warum braucht es den Schiri überhaupt, oder? Eigentlich braucht es ihn nicht, aber es ist wie im Leben, wenn einfach jemand komplett überbordet, dann ist er nicht mehr beziehungsfähig, dann kann er nicht mehr, dann funktioniert es wie nicht mehr, das Leben, oder? Und dann braucht es jemanden, dann gibt es halt irgendeine Konsequenz. Wie du trägst Konsequenzen für dein Handeln und dann gibt es halt eine gelbe oder vielleicht sogar eine rote Karte. Da könnten wir ganz, ganz viel daraus lesen, glaube ich. Und Verantwortung übernehmen, was heisst das? Wahrscheinlich macht das einen grossen Teil aus. Du hast es vorhin auch schon ein bisschen beschrieben, oder? Die Dynamiken zu beobachten, die Charaktere zu sehen drinnen, wie behaupten sie sich? Liefern sie ab, oder? Gestern haben wir noch gedacht, kommt jetzt der Xhaka oder Shaqiri, liefern sie jetzt endlich ab, oder wie sehen wir es jetzt? Ja. Ja, und jeder kann mitreden, das ist für mich auch ein Phänomen, oder? Oder er hat zumindest den Eindruck, eine Bahn. Das macht eben auch etwas, wenn du über ein anderes Thema redest, wo nur immer ein Teil daraus kommt, hat es nie die Dynamik und die Identifikationsfähigkeit. Und da, wo ich sogar Leute, die ich nie denken sehe, mit einem Liebli und einem Käppli daherkommen. Und die wissen natürlich schon, bevor es losgeht, dass das jetzt falsch ist mit dem 4-3-3 und so Sachen. Und sagen, wieso weisst jetzt du das nicht? Es ist immer richtig, bis das Gegenteil eintritt, oder? Und ich glaube, das macht Faszination aus, definitiv. Wenn du in Italien schaust, im Vorfeld von einem Spiel,
dann hast du einfach definitiv 50 Millionen, die es besser wissen. 50 Millionen Trainer. Ja, es ist, Ja. wirklich so. Ja. Ich glaube, das macht es eben auch aus, oder? Ja. Und dann eben ganz viele Erinnerungen, ganz viele Situationen, wo man weiss, dort bei dem und dem Spiel bin ich dort und dort gewesen, oder? Also emotional, so emotionale Highlights. Aber jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil, liebe deutsche Freunde, ihr wisst, ich schätze euch unglaublich und ich habe so recht viele deutsche Freunde, die wirklich Freunde sind und ich über alles schätze. Ich weiss einfach, das Thema ist nicht gut zum Zusammenreden, darum lassen wir das immer aus. Weil ihr unerträglich sind und ich vielleicht auch, wenn man darüber redet. Und ich habe mich halt gleich am meisten gefreut, 2006, beim Sommermärli, wo Italien Deutschland in Dortmund geschlagen hat. Dort hättest du mich nicht filmen. Ich bin völlig durchgestartet und durch die Straße durchgerannt. Aber eben, nochmal, niemals, also vielleicht darf ich das auch noch sagen, der Nationalismus, wo sich halt immer mehr durchsetzt und mit diesen Hymnen halt ein bisschen zeigt, oder? Der versuche ich auch immer ein bisschen zu relativieren. Dort kommt bei mir wieder der Glaube oder die Seite vom Glauben, wo sagt, wo Jesus die Realität sieht, hey, ist keiner mehr Griech und keiner mehr das und keiner mehr das. Wir sind alle eins in Christus, oder? Das ist ein ganz frommer Schlusssatz vielleicht, aber der ist wirklich für mich Realität immer mehr. Ich bin wegen dem, habe ich meine Gefühle, weil ich ein Teil in Italien aufgewachsen bin und ein Teil und Schweizer bin und da bin ich halt eher für die als jetzt für Schweden oder für Deutschland oder so. Aber übertriebener fanatischer Nationalismus, finde ich, das ist für mich ein bisschen die Dunkelseite von dieser Geschichte. Ja, das sind erst ein paar Facetten, die wir miteinander anschneiden können. Wir hätten da noch x Themen sicher, wo wir weiterfahren könnten. Vielleicht noch eine kleine Frage, da ist mir vorhin noch zu denken, das würde mich noch wundern. Machst du dir noch Sinn an deine allererste EM- oder WM-Erfahrung, weißt du? Ja, und was? ja, mag mich erinnern. Ein kleiner Bub war 1966, WM in England. Ja, einfach ein vereinzeltes Spiel, schwarz-weiß, auf eine katastrophale Bildqualität. Zwabern übrigens, wo meine Tante gelebt hat, dort konnte ich das Spiel schauen. Dort mag ich mich einfach vereinzelt erinnern, die Schweiz böse untergegangen ist gegen Deutschland 5-0. Und dann der legendäre Wembley-Final mit dem legendären Goal. Wäre auch für Schiedsrichter immer interessanter Stoff, oder? Ja, genau. England gegen Deutschland. Es ist schon, das stimmt, 1966. Das ist so ein bisschen die erste. Und dann bin ich auch so ein bisschen an die ersten Spiele der Nationalliga und so. Das ist bei mir so in diesem Alter recht früh reingekommen und hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Eben, das ist so spannend, das zu sehen. Eben, es ist einfach gleiche Zeit oder etwas, das die Geschichte prägt oder wo die Generation irgendwo durch schon auch prägt. Vielleicht ist es so bei den Männern vielleicht ein bisschen stärker oder bei denen, die eben sich auf die Emotionen vielleicht noch mehr einlösen als andere. Aber wir reden da die gleiche Sprache, wie Rudi, du und ich. Bei mir ist 1990 Italien, wo ich so 7 bin gesehen, oder? Wo ich erste Erinnerungen habe, das Penalty-Schiessen und so, und Rudi Völler und so. Maradona ist dann ja auch noch dabei gewesen. Und jetzt merke ich, jetzt ist mein Bub, oder? Ist jetzt 7 der älter und hat jetzt das Panini-Album und sieht seine ersten Erinnerungen, die er sammelt mit der EM. Es ist eigentlich schon etwas, wo ihm, ja, etwas kann geben und wo viel Gutes drin auch ist. Nebst auch der Schattenseite, wo wir auch darüber geredet haben. Ich glaube, wir haben die recht realistisch angeschaut. Ich staune übrigens in den letzten Jahren definitiv, wie viele Frauen sich auch für Fußball, abgesehen davon, dass Frauen immer besser werden. Also, ich habe jetzt gerade letztes Fußballspiel, das ist der Cup-Final in der Schweiz, Frauen-Cup-Final, ich bin total begeistert gewesen. Das ist richtig guter Fußball. Die können etwas und nicht nur etwas, sondern etwas richtig gut.
Und wie viele Frauen können mitreden, auch lustigerweise bei uns im Team. Immer wieder Frauen, wo mir Sachen sagen, die ich gar nicht gesehen habe bei einem Spiel. Also recht Engagement und Leidenschaft. Und jetzt, ich kann also nur sagen, von den letzten 2, 3 Spielen, wo wir in einer grösseren Gruppe geschaut haben, also die am lautesten gekreischt haben, sind Frauen gesehen. Die Männer sind da relativ abgeklärt gesehen. Das ist jetzt so, da, ja, genau. Der originelle Schlusspunkt. Jetzt machen wir wirklich einen Schlusspunkt, weil sonst fange ich gleich wieder an und wir können Ja. da noch beliebig. Das Aber ist das Thema. soll mehr jetzt ein Pass gewesen sein, ein Zuspiel für alle Leute, auch gerne noch über diese Themen vielleicht auch noch ein bisschen weiter zu diskutieren, die wir da zusammen angeschnitten haben. Es war interessant, eine andere Seite vom Rudi Josuran kennenzulernen und zu beleuchten hier im Live-Net-Talk. Gell? Das einige Gesundheit. Sorry. Kein Problem. Einige kennen das wahrscheinlich noch nicht. Oder noch nicht so gut. Der Teil, wo dein Leben ausmacht, die Leidenschaft von dir. Und hat er einfach noch herzlich Merci sagen für dein Engagement seit Jahren im Bereich eben Moderation, Fenster zum Sonntag. Du tust da etwas ganz Wichtiges raustragen, bist eine wichtige Stimme, ein wichtiges Gesicht auch, denke ich, für uns Christen in diesem Land. Da sind wir sehr froh und dankbar für dein Engagement immer wieder, Rudi. Danke vielmals. Danke dir, Flo. Merci vielmals, das war mir echt eine Freude gewesen. Merci dir. Und eine schöne Sommerzeit. Und Forza Italia. Ja, Topspiel. Und was noch alles? Du, wie der Finale ist? Ich habe das Gefühl, ich würde mich freuen über ein Finale, wo wirklich Italien drin ist, nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe in den Gruppenspielen. Das ist so ein erfrischender Offensivfußball. Also ich würde es sehr gerne sehen, die Italiener. Und am liebsten hat man etwas, ist halt in der Nähe, ist ähnlich, aber ich glaube, gegen die Deutschen wäre halt schon wieder ganz cool zum Schauen, was dort läuft. Das würde ich am liebsten sehen. Von mir aus läuft es aber auch zum Beispiel Holland sein, wenn sie noch voll durchziehen. Und dann würde ich es auch mal gönnen, in einem Finale zu stehen. Das wäre völlig überraschend, wenn man die Prognose vor dem Turnier hat angeschaut. Aber irgendwie so etwas. Also, wird sicher noch weiter einige Überraschungen geben. Nicht so wie dann bei Griechenland, habe ich das Gefühl. Das glaube ich eher nicht. Aber sind wir gespannt und wünsche dir eine schöne Sommerzeit, Rudi. Danke vielmals. Merci. Ja, ciao. Danke.